morgen ist Sonntag und es kommen Gäste zum Mittag. Da hat die Hausfrau gesagt, sie will mich morgen als Suppenfleisch essen. Die Köchin soll mir den Kopf abschlagen. Jetzt krähe ich halt noch, solange ich noch kann. Ach was, du Rotkopf. Komm du lieber mit uns fort auf Bremen. Etwas Besseres als der Tod findest du überall. Du hast doch eine gute Stimme. Wenn wir alle miteinander musizieren, tönt das wunderbar. Dem Gückel hat der Vorschlag gefallen und sie sind alle 4 zusammen fortgegangen. Sie sind aber nicht an einem Tag bis auf Bremen gekommen. Am Abend in einem Wald haben sie gesagt, sie wollen hier übernachten. Unter einem grossen Baum sind der Esel und der Hund abgelegen. Die Katze ist in die Äste geklettert und der Gückel ist zuoberst geflogen. Dort hat er sich am sichersten gefühlt. Vor dem Einschlafen hat er nochmal rundum geschaut. Da hat es ihn gedunkt, er sehe weiter hinten ein Lichtli brennen. Er hat seinen Kollegen gerufen. Ich sehe ein Licht. Da hinten muss es noch ein Haus haben. Da hat der Esel gesagt, also kommt, wir wollen schauen. Unter dem Baum ist es nämlich nicht bequem. Wo? Ein Knochen und ein bisschen Fleisch dran wäre auch noch fein. Also sind alle nochmal losgelaufen, direkt aufs Licht zu. Das ist immer grösser geworden. Zuletzt sind sie vor einem hell beleuchteten Räuberhaus gestanden. Der Esel war am grössten und konnte beim Fenster hineinschauen. Der Gückel hat gefragt, «Was siehst du, Grauschimmel?» «Ein deckter Tisch mit feinem Essen und Trinken. Drumherum sitzen Räuber und geniessen's. Das wäre auch etwas für uns. Wenn wir nur rein könnten.» Da haben sie miteinander überlegt, wie sie die Räuber vertreiben könnten. Und sie hatten eine Idee gehabt. Der Esel musste mit den Vorderbeinen auf einem Fenstersims stehen, der Hund auf dem Esel seinen Rücken springen, die Katze auf dem Hund seinen Rücken klettern und der Gückel auf der Katze ihren Kopf fliegen. Auf «Los!» haben alle miteinander Musik machen.